Goedemorgen. Sehr schönes passende Lied, was wir am Anfang singen, nicht wahr? Aber ihr weißt nicht von der Botschaft, was ich bringen will, aber bitte, ihr kann den Thema da sein. Es ist ein Faul, ein fast genommener Faul in den vielen seine Macht ist. Über Jesus hat das vorbereitet, dass er kann losgemerkt werden. Ich will von der reden, von den vielen seine Macht, die er hier in Bell über uns haben. Aber besonders, ich will uns Mut merken mit der Macht, die wir haben, durch Jesus Christus, der er uns gegeben hat. Und ich will besonders reden von Gedanken. Weil ich bete, dass Gott mir eine Botschaft geben, was wird passen sein für in der Zeit, wo wir sind, wo wir leben tun. Und ich hier war oftmals von Menschen, wenn ich mit wem reden, die reden von, wo sie straucheln tun mit ihren Gedanken. Die strugglen mit ihren Gedanken. Und das ist wo der Feind mit anfangen, wenn er kann in uns kommen und der fängt an mit unseren Gedanken. Er will proben, in uns Kopf zu kommen und unsere Gedanken zu verstehen. Und dazu ich will von das Mal von reden. Und mein Gebet ist, dass das wird uns Hoffnung geben, wenn wir wollen hören, was und wo Gott uns hat beschützt und reingemerkt für so eine Gefahren, wo wir kennengelernt durch den Feind sein wollen. Die Feind sein wollen erst, dass er uns verstehen kann, dass er in unsere Gedanken kommen und an uns verstehen und dass wir wollen nur Entscheidungen merken, wo wir versteht worden sind von den Feind. Aber Gott hat das vorbereitet, er hat uns was vorbereitet, dass wir uns bewahren von den Feind und von den seinen Wellen. Der Fall, der ich mir will mir aus Philippa 4, Vers 7 sagt, dass in Gott sein Friede, der weit über alles geht, was Menschen verstehen können, was den Horten und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Ich soll vielleicht eine Vers trägen, in Philippa 4, Vers 6 sagt, dass sorg am nichts. Weil je oftmals merken wir uns Sorgen über die Dinge, die wir begehen tun, die Dinge, wo wir über denken tun und so weiter. Aber es sagt, lot Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sagen, alles weiten, was ihnen fehlt. Und das ist, wo uns fehlt. Uns fehlt das an, dass wir können uns beschützen von den Feind, dass wir nicht können uns Kopf kommen mit uns verschiedene Gedanken geben, die uns, was uns in Verdorben bringen. Was einmal uns Kopf kommt, nur da wir Entscheidungen merken. Was wir loten in uns Kopf kommen, nur da wir Entscheidungen merken. Und wenn die Feind können in uns Kopf kommen, dann wollen wir Entscheidungen merken, was sein Verlangen ist, was sein Willen ist. So, ich will uns von der Sommer jetzt Mut merken, wie Gott sein Wort, dass wir uns beschützen von den Feind. Und das sind dort, wo wir sind, das spielt sich so, jeden Tag kommen wir in die Gefahr näher, wir sind im Krieg, jeden rechte Gedanken. Jeden rechte Gedanken, das ist jeden Tag spielt sich so. Und wir haben in jener, der uns Kopf kommen will, das ist der Feind. Uns ganz klar der Feind, den wir haben, der will in uns Kopf kommen und der will uns regieren. Und der hat mit brennenden Pfeilen schickt er nach uns, uns Frauen zu verdorben. Epheser 6, Vers 16 sagt, er über alles nimmt den Glauben aus einem Schild, wo der Böse mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchschreiten kann. So wir müssen uns bewahren mit das Schild, dass er uns nicht kann, uns Glauben und unsere Gedanken verdorben. So der Feind, der schickt brennende Pfeilen schickt in jedem ein und probiert die zu verdorben. Und das ganz erste, glaube ich, was er probiert zu tun, ist ein Mensch dort zu bringen, wo der im Zweifel angeroden wird. Der probiert im Zweifel zu bringen. Und wenn Menschen zweifeln, das ist sehr schwer. Dann ist da immer die Frau, wann. Vielleicht zweifeln die Menschen mit ihrer Radung, dass sie gerat sind oder nicht. Hat die Entscheidung vielleicht mal gemerkt, über einmal war fallen sie in die Gefahr und tun vielleicht Dinge, was sie nicht sollen tun, in ihr gewissen Pflicht und dann sagt die Feind vielleicht, bist du erhebt gerat? Bist du Gottes Kind? Oder bist du nicht? Weil dann kommt der im Zweifel an. So das wird wann.
bist du gerad, wann du gerad wirst, dann wird es nicht passieren zu dir. Dann wirst du nicht durch diese schwere Tiden gehen. Dann wirst du nicht in den Lasten fallen und so weiter. Dann wirst du nicht in die Versicherung fallen. Dann wirst du für einen Sieg haben im Leben, wann du Gottes Kind wirst. So das wird wann. So er braucht uns zum Zweifeln zu bringen. Wann wir zweifeln dann, wenn er uns bringen, wo wir zweifeln dann, wir weten nicht mal selbst, ob es so ist oder nicht, dann hat er viel gewonnen. Oder vielleicht sagt er sogar, dass deine Sünden, deine Vergangenheit, so du gelebt hast in der vergangenen Zeit, deine Sünden, die du begonnen hast, der kann Gott gleich, der kann dir nicht in der Welt auch nicht mal vergeben. Das wird er auch in Menschen zu denken merken. Deine Sünden sind die nicht mal vergeben worden. Denk mal dran, was du für ein Leben geführt hast, was du für ein Leben gehabt hast. Weil du dort ist, all so eine Dinge, die du in seinem Kopf dann drehen tun, das sind unsere Gedanken. Das ist, wo er will hinkommen. Aber Gott denkt, wir haben Gott sein Wort, wo wir die Antworten verkriegen tun. Er sagt, er wird uns unsere Sünden vergeben. Wann wir die bekennen, dann sagt er in 1. Johannes 1, Vers 9. Wann wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns der Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist wahr, das ist eine Verheißung, die wir haben von Gott. Wo er will uns merken, so feilen uns unsere Sünden nicht vergeben sind, dass er uns kann im Zweifel anbringen. Aber Gott will uns helfen. Wir haben die Kraft gekriegt von ihm. So, zu all den Fällen, dann was von den Fällen hat er uns scheiden, der hat Gott eine Antwort für und hat er auch Kraft, uns darüber zu helfen. Das sagt im Psalm 50, Vers 15, sagt, ruf mich an, wenn du in eine Not kommst. Ich will dir raten. Wenn du in eine Not kommst, wenn du da kommst, wo du in eine Not bist, wo die rechten Gedanken im Kopf dann geroden dann kommen dann. Er sagt, ruf mich an. Ruf mich an. Ruf mich an, wenn du in eine Not kommst. Ich will dir raten und du wirst mich ehren. Psalm 50, Vers 15. So wir haben da Kraft zu haben von Gott. Oder einmal dann schütte Fälle nach uns, was uns bringt, wo wir uns vielleicht fragen, dann als ich vielleicht der Einzige sind, was durch schwere Tiden gehen darf. Vielleicht sind ich der Einzige, wie fallen uns und sagen, ich bin der ganz Einzige, was durch das gehen darf. Alle anderen, da haben das alle vor dich. Wenn er mit der reden hat, das sind Frau und mutig und freuen sich in der Gottesdienst und so weiter, dann fragen sie sich vielleicht einmal, sind ich der ganz Einzige, was durch das gehen darf? Weil das von den Feind. Das kommt von den Feind. Da sagt dann vielleicht, du bist der Einzige, was durch das gehen darf. Du bist der Einzige. Und lass das kein weiten. Hol das für dich selbst. Hol das bloß für dich selbst. Was wollen die Menschen von dir denken? Wenn die das was offenbaren, wenn du was vielleicht eine Gebet fragen für diese Sache oder was immer. Wenn die das was offenbaren, was wollen die Menschen von dir denken? Weil die dort sind Dinge, was der Feind in uns Kopf bringen, dass wir sollen bedrücken, was wir sollen bleiben. Ich kann das nicht offenbaren, ich kann es nicht mitteilen, ich kann nicht eine Halb fragen, was wollen die von mir denken? Was wollen die von mir denken? Und das wollen antworten. Was ich für ein Leben geführt habe, wo ich bin, sie. Und ja, was ich straucheln da. Was wollen die Menschen von dir denken? Das sind Lehrjes von den Feind, was der will an uns Kopf anbringen. Dat ein Mensch soll bekommen, dass er sich für sich allein gehen wird und hält sich frei von allem und lässt den Feind in seinen Kopf arbeiten. Aber der Schrift sagt, dass wir sollen einer den anderen helfen und wir sollen beten für einer für den anderen. Und wenn wir den Nächsten nicht weiterlassen, durch was wir gehen, durch was von der Tiden wir durchgehen, wo können wir dann beten einer für den anderen? Dann können wir gleich. Galater 6, Vers 2 sagt, halt einer den anderen seine Last drehen. Weil das ist eine Last, was er drehen tun. Und wir sollen einer den anderen helfen, die Last drehen. Und dann oftmals, wenn wir mit wem reden,
und wir deilen mit den Nächsten, wo uns das gehen wird, dann wo wir das ändert. Der hat auch die schwere Tiden. Vielleicht kriegt die solche Tiden, die schwere Dinge, die wird wieder gehen und hat auch durch. Das sind nicht so eine Dinge, wo wir unser Lieden tun, was keiner bekannt macht ist. Jeder Christ geht durch so. Und das sage ich in 1. Korinther 10, Vers 13. Aber nun haben wir menschliche bekannte Versägung getroffen. So, das sind bekannte Dinge, was jeder Mensch getroffen ist. So, das sind ganz bekannte, mag alle Menschen. Aber Gott sei Dank, als ich wieder in der Safari, Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass die Schwander versucht wurden, aus die Kraft haben. Er wird für einen Weg sorgen, aus der Versägung rauszukommen, so dass die dort vertrauen kann. So, er hat uns versorgt, dass wir geholfen werden. Er wird nicht zulassen, dass wir Schwander werden, versucht werden, als wir vertrauen können. Er sagt nicht, dass er uns diese Versägung wegnehmen, aber in der Versägung wird er uns helfen. Dass wir das drehen. Oder vielleicht steht der Fall in die, oder eine junge Leben, vielleicht in der Familie an. Steht der Fall manch uns, manch Mann und Frau, dass wir uns vielleicht einer den anderen Seelen die Schuld geben, was da angehen hat in uns Leben. Vielleicht hat das nicht gut in der Familie, aber dann kommen wir vielleicht bei da, wo wir den Nächsten die Schuld geben, dann wo dann das so ist, in der Familie aus das ist. Wir dann den Nächsten die Finger wiesen, das wären die. Das wären die, wo dann das so ist. Und das fängt ganz von Anfang an. Das kriegt dieselbe Fälle, was die Feind dann brauchen am Anfang in unserer ersten Familie, in der ersten Mose, wo wir von lesen können, wo Adam und Eva auch war versagt, wo die Feind in ihre Gedanken auch will kommen. Und wir in der Geschichte, wo entweder verboten worden, sie sollen von der gewissen Frucht nicht eten, und der Feind, die können einfach bereden, dass sie soll von der Frucht nehmen, und sie deed ook, en je heeft een davon te eten. En wat passiert da, Lothar, als Gott en zijn vrouwen, als ze dat gedaan hadden, oder wat ze gedaan hadden? Adam geeft zijn mumtje de schuld. Dat was niet zijn schuld. Hij wil de verantwoording niet op zichzelf nemen. Hij zei, dat is de vrouw, die du mij gegeven hast, die geeft me van de vrucht te eten en ik nam en uit. Zo hij geeft zijn mumtje, zijn vrouw de schuld. En krijgt ze wel, hij van daar en daar nog te die en te mij. Und wir hören das oftmals zu sagen, das ist mein Mann seine Schuld. Wenn dann ist es das wir, dann würde es nicht so sein in uns Heim. Oder der Mann sagt, wenn meine Frau nicht so dort wir in uns Heim, dann würde es nicht so sein. Dann würde es besser kein sein. So vergeben. Ohne die Schuld geben. Nicht die Schuld selbst annehmen auf uns selbst. Das sind Fällen von den bösen Feind. Was er uns schreiten wird. Vielleicht sei ich eins mal eine hier noch Menschen sagen, dass ich bin gefallen, ich kann mir nicht helfen, ich weiß, ich bin ein Gottes Kind, ich habe mir die Entscheidung mal gemerkt, ich habe Jesus Christus angenommen als mein persönlicher Heiland, aber ich will weiter gefallen. Ich will weiter gefallen, weil ich bin so schwach. Ich konnte bloß nicht gehen, ich bin so schwach. Und das ist Krieg, wo die Feind uns will haben. Das ist, wo die will haben. Wenn du da bist, wo dieses dort fallen lässt, ich kann mir bloß nicht helfen, ich falle all weiter. Weißt du was? Das ist ein Leis von den Feind weiter. Der will in den Verstand nehmen und der will haben, dass dieses Produkt kommt, dieses Tauschstone, sagen, ich bin zu schwach, ich könnte nicht gehen. Dann kommt der Feind dich bei Flächen, fuschelt in die Ohren und sagt, Krieg, das ist Krieg. Du bist zu schwach. Du stehst das selbst aus, so. Du bloß angeben, dann wird es leichter sein. Aber dann kann ich zu den Feind sagen, dass das Reich, ich bin zu schwach, aber, ich selbst bin zu schwach. Aber in 1. Johannes 4, Vers 4 sagt er, wenn wir Gott seine Kinder sind, sagt er, gerade als der in uns ist, als der in der Welt ist. Das wird wir den Feind sagen. Ich habe den Heiligen Geist in mir als ein Helfer, der ist gerade als du. Nur 1. Johannes 4, Vers 4. Er ist kraftig und er ist allmächtig. Und den haben wir als einen Helfer in uns.
In Jesaja 40, Vers 29 hat gleich diese Vers gesagt, er sagt, er merkt der Schwache stark. Gott merkt der Schwache stark. Er sagt, die mei sind, jef hij mehr Kraft. So das ist Gott, er hat Kraft für uns zu haben, wenn wir schwach sind, wenn wir uns schwach feilen tun. Er merkt uns stark, wenn wir am anrufen tun. Und Gott hat uns auch versorgt mit Bereitschaft, was uns fehlt, dann in den Feind kämpfen. Willst wir weiten dort? Ich glaube, wir müssen alle tauschen. Das ist der Chef sein, der die Stunde mit an, Pfizer saß, Vers 12, sagt dort, dass wir kämpfen nicht jeden Blut, Fleisch oder Blut, über jeden gewollte, weise Geister von dieser Welt. Du weißt, brauchen wir Gott seine Hilfe. Du weißt, brauchen wir seine Kraft. Wir kennen das nicht in unserer eigenen Kraft. Er hat uns versorgt mit dort, was wir brauchen. In 2. Korinther 10, Vers 2, wie hier dort in Epheser 6. Kapitel, auch, dass er verschiedene Regelmerke für uns, dass wir uns antragen sollen haben. Gewähren für uns Regelmerke, dass wir den kämpfen. Aber hier in 2. Korinther 4, Vers 10, Vers 4, hier sieht mir so, hier redet er von kämpfen, jeden ans Verstand, jeden an die Gedächtnissen, wo er auch versorgt hat für uns. Er sagt dort, 2. Korinther 10, Vers 4, dort die Bereitschaft, dort wir zum Kämpfen brücken, stammt nicht von dieser Welt, das stammt von Gott. So, das ist eine Gotteskraft, das stammt von Gott. Und deswegen hat dort eine Gotteskraft in sich. Dort kann jährliche Denken, dort falsch und sehr fast ist, zu nichts merken. So, die Gedanken, die fast in uns Kopf sind, er kann dort zu nichts merken, mit seiner Kraft. Vers 4 sagt, mit dort, was Gott uns zum Kämpfen bereitstellt, merkt wir alle Gedanken zu nichts. Und alles, was hoch und fromm utlässt, über uns hindert, Gott immer wieder kennenzulernen. Und er sagt, wir nehmen alle Gedanken vor, dass die Christus gehorchen müssen. So wir haben die Macht, diese Gedanken vorzunehmen, die uns hindern, dass die Christus gehorchen müssen. Wir haben die Macht, er hat uns die Macht gegeben. Er hat uns das vorbereitet, dass wir die Gedanken, die weise Gedanken, die Feind will in uns haben, die will brücken für sich, können wir vornehmen, dass wir an Christus gehorchen. Ist das nicht gut, das zu weiten, dass wir haben die Macht? Und ich glaube, die Macht, dort, was er gemerkt hat, das ist Gott sein Wort. Das ist Gott sein Wort. Das können wir lesen. Willst du fangen mit Zweifel an? Und wenn wir zweifeln, dann haben wir in Gott sein Wort entdecken, was das sein wird, wenn wir geraten sind, dass keiner kann uns den Feind, in die Gott seine Hänge rüberreden. Nicht nur der Feind mit seiner Macht, mit seinen weisen Engeln und so weiter. Wir lesen sogar, dass der Feind will Jesus auch im Zweifel bringen. Er will den dazu bringen, dass er auch zweifeln und wundern, als das wirklich so wie mit ihm, als er sieht, wer er war. Als Johannes Jesus deupen deed, als er mich gedeupt hat, dann lesen wir, wo er wird in der Wüste angebracht worden für 40 Tage und da wird er versagt von den Feind. Und da braucht Jesus auch die Gewähren, die er weiß, was er brauchen muss, gegen den Feind. Und das wir Gott sein Wort. In Matthäus 4. Kapitel, Vers 3 sagt, dass wir nur dort, wo er gedeupt werden, als er in die Wüste gekommen wird, sagt, dass dann kam der Versäger und sagte ihm, hier braucht der Kreis all die Wort, wo ich davon reden. Da sagt, wann du Gott sein sehen wirst, sagt er zu Jesus. Wenn du Gott sein sehen wirst, sagt er zu denen, dann dabei diese Steine, dass die Brot waren. Jesus wird hier in der Zeit, wo er vielleicht das ganz Schwachste wird. Er wird Mensch, er wird geboren als Mensch, so er kann kein mitfallen, das Vieh mitfallen, und er kann auch hungern, kriegt das Vieh, wenn wir nicht essen, dann uns hungert. Und das ist nur dort, was Jesus auf 40 Tage nicht gegessen hat. Er wird vielleicht am ganz Schwachsten physisch, wird er das ganz Schwachste, und das wisst der Feind auch. So, dann haben wir an mit dieser Frau gesagt, wenn du Gott sehen wirst, dann dabei diese Steine, dass die Brot waren. Hier wird Jesus leider am ganz Schwachsten in seinem physischen Körper. Sondern sagt, wenn du Gott sehen wirst, das wird wann. Er will sogar Jesus im Zweifel merken.
Aber dann braucht Jesus das haben sich wehren. Gott sein Wort. Dort steht geschrieben. Dort steht geschrieben, das was seine Antwort wird. Der Mensch lebt nicht bloß von Brot, aber von alle wir, die Gott geredet hat. Und dann auch wieder eine Sasterfahrer sagt er auch wieder, da kam auch wieder eine Jesus, dann sagt er weiter, wann du Gott sehen bist, früher war der Krieg so, wenn du Gott sehen bist, dann spring rauf, dort steht geschrieben, er wird den Engel er wird seine Engel Befehl über die geben, und die werden die ab der Hänge drehen, dass du nicht deine Feit an den Stein steiten wirst. Aber dann braucht Jesus weiter. Gott sein Wort, sagt, das steht geschrieben. Jesus sagt, das steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, nicht versägen. Jesus hat einen kleinen Stutz getreten, hat er selbst gehört von seinem eigenen Führer, wer er war. Dass er Gott ihn sehen wir. Und dann kommt der Engel in Früh, der Feind kommt in Früh, als er Gott ihn sehen wir. Wann du Gott ihn sehen bist, dann das oder dort. Als Johannes Jesus gedeupt hat, sagt dort, Matthäus 3, Vers 13, dann kommt Jesus von Galiläa nach Johannes, um sich von ihm im Jordan deupen zu lassen. Und das passiert ist dort. In Vers 16, wenn wir übergehen in Vers 16, sagt er, und sobald als Jesus gedeupt wird, kam er aus dem Wasser raus, und dann mögt sich der Himmel über ihm auf, und er sagt, Gott sehen yes, so als eine Döve raufkommen und sich am Saaten. Und hier wird die Stimme. Und eine Stimme von Himmel sagt, das ist mein Sehen. Er sagt, das ist mein Sehen, dem ich gut sehe, mit dem ich sehr zufrieden bin. So er hat die Stimme selbst gehört, dass Gott, sein Vater, der Himmel wird aufgegangen, der Döve kommt rauf aus dem Jas und sah sich auf seinen Kopf und sagt, das ist mein Sehen. So dann fragt der Feind, wann du Gott sehen bist, wann du Gott sehen bist. Das wird so klar, als das werden kann, dass Jesus das selbst gehört hat. Und der Feind, der will an mit dem Zweifel bringen da. So Jesus braucht die heute soll die gewähren, die wir zu haben, was wir auch selber brauchen. Gott sein Wort sagt das. Das ist, was die Bibel sagt. Und dort brauchen, uns zu wehren. Gott sein Wort ist ein Schwert, sage ich, Epheser 6, Vers 17, dass wir brauchen können. Sagt, jene Radung sagt ihn ab aus ein Haut. Und Gott sein Wort aus ein Schwert, dass der Jes jünt jaft. So der Jes hat uns das gegeben, er hat uns das Wort gegeben, dass wir können uns wehren mit das Schwert, was Gott sein Wort ist. So Jesus kann sogar gleich mitfallen mit uns auch in unsere Schwachheiten, wo wir in den Gefahren und Geroden und so weiter. Das sagt, er wird ab die heute soll je weh, wird er geprüft worden und aufgeprüft worden. Nur Hebräer 4, Vers 15 sagt, das ist das. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfallen kann. Über einen, der in alles Krieg so versorgt worden ist, als wir, über ohne zu sündigen. So, er kann mitfallen mit uns. Er wird Krieg, was wir durchgehen tun. Er weiß, der Feind, der probt uns zu versägen, der probt unsere Gedanken zu verdrehen, in uns Kopf zu kommen, in uns zu verstehen, uns zum Zweifel zu bringen und so weiter. Er sagt, er ist Krieg, das dort, er kann mitfallen mit uns, er ist auch versorgt worden. Und dann sagt er, als er ist in alle Stecken, in alle Wege versorgt worden, dann verleiht der Feind an von Stautzje. Und einmal voll war uns vielleicht auch so. Und er hier noch mal sagen, ich habe sicher gehört für so und so lang, und dann auf einmal kommt der Feind war Tränen, dann falle ich da war Tränen an. Und so steht der Arbeit, er hat das dort bei Jesus. Er sagt in Lukas 4, Vers 13, redet er auch von dieser Geschichte, sagt er, als der böse Feind mit all seinen Versicherungen durch wir, verleiht er ihm, bitte die nächste Gelegenheit. Als er nicht kriegt, das dort, wo er bei uns geschaffen hat, eins Monat läuft er nicht von der Zeit lang sich, dann auf einmal kommt der Ware an, dann kann er bei der feulen, der fängt bei der von Frischen an, mit verschiedenen, vielleicht von einem anderen Engel fängt er an, oder was immer. Den Prof uns
zu verstehen, uns anmutig zu merken, uns mit dem Zweifel zu bringen. Und was immer das ist, auf verschiedene Wege, braucht er uns zu verstehen. Dass wir bekommen dann, wo wir im Zweifel an die Roden tun, und wir bedauern dort sogar, als wir gerat sind. Und er will haben, dass wir sollen bekommen, bei dem Punkt kommen, wo wir das fragen dann, wo wir uns selbst fragen dann. Sind ich wirklich gerat? Oder warum gehe ich durch diese schwere Zeiten? Bist du wirklich Gott sein Sehen, sagt Jesus. In 1. Mose 3 lesen wir von, wo der Feind Adam und Eva auch verseken hat, in Produkten in Kopf zu kommen, in Ernte dort zu bringen, wo sie auch im Zweifel an die Roden leiden, was Gott soll wirklich gesagt haben, die Ernte. Das sagt in 1. Mose 3, Vers 1, der Schlange wie Laster aus irgend ein anderes wilde Tier, was Gott, der Herr, gemerkt hat. Und hier seht ihr die Schlange, was der Feind dann ist. Und er sagt zu der Früh, hat Gott wirklich gesagt, dass die von irgendeinem Baum nicht eten sollen? So hier braucht er einfach betur, wo der sich selbst soll freuen. Hat Gott wirklich das gesagt? Oder ist das vielleicht bloß in meinem Kopf? Ich glaube mir das vielleicht bloß. Er braucht aber einen Zweifel. Ein Wundern, hat Gott wirklich gesagt, dass die von gewissen Frucht nicht eten sollen? So arbeitet der Feind. Er bringt uns betur, wo wir uns selbst freuen tun. Wir kommen betur, wo wir zweifeln tun, wir weit nicht ganz nehmen. Ist das wirklich so? Oder fällt ich mir da vielleicht bloß nur? Habe ich das bloß gefeilt? Ist das wirklich so? So, wenn wir den Feind loten und uns Kopf näher kommen, unsere Gedanken zu regieren, das was sein Verlangen ist, dass er kann unsere Gedanken regieren, dann habe ich viel verspielt und habe einen großen Platz gewonnen in uns Leben. Dann fragen wir uns vielleicht, kann der Feind in uns näher kommen? Kann der in uns näher kommen? Und ich glaube, der kann. Der kann in uns näher kommen, wenn wir am der oben und down da tau. Weil das ab zu dir und zu mir, als wir am der oben und down in unsere Gedanken näher kommen. Und wenn wir das loten down, der wird die Gelegenheit wahrnehmen. Der wird in unsere Gedanken näher kommen. Hat er das zu Judas? In Lukas 22, Vers 3 sagt es, dann fuhr Soton in Judas Iskariot näher, einer von den 12. Und der ging dann nur den Hohepriester in der Tempelswächter sich mit ihm zu einigen, wo er an Jesus verraten kann. So sagt der Feind, der fuhr in Judas näher. So denn sie eine Entscheidung, was er gemerkt hat, dass wir den Feind sind, dass wir den Feind seine Arbeit. Der hat ihm das angegeben. Jesus zu verraten. Als Jesus hier von dieser Erde verloren hat, als er hier sterben wird mit seiner Arbeit, dann sagt er würde uns einen Helfer schicken. Und das ist, was er auch tut. Er schickt uns einen Helfer, weil er wusste, dass uns einen Helfer fehlen gegen den Feind. Johannes 14, Vers 6, hier sagt er, ich war den Fuder Frauen und der Wort einen anderen Tröster geben, der ewig beginnt bleiben wird. Weil Jesus, der wird hier mal für eine harte Zeit, was er hier wird, und er helpt da, seine Arbeit da, und er helpt den Menschen, und sie können sich da am verloren und so weiter, aber er wird hier bis für eine Zeit lang dann verleiht, weil er sagt, ich war mein Fuder Frauen, er wird einen Helfer schicken. Er wird ihnen einen Tröster geben. Eine andere Übersetzung nennt dort einen Helfer, der ewig bei uns bleiben wird. Und den haben wir in uns. Und wir können uns auch verloren, dass wir haben Help von ihm. Wir haben eine Kraft, die mächtig ist, was wir in uns haben, wo wir uns auch verloren können, wo wir können gehen, wenn wir versucht werden, wenn der Feind uns angreifen wird. Wir haben die Macht, von Gott den Feind zu widerstehen. Der Herr hat uns gegeben. In Jakobus 4, Vers 7 sagt, dass also unterstellt Gott, stellt je in den bösen Feind, dann wird er von jünd verschwingen.
Einmal braucht wir das erfahren nicht ganz, wie vielleicht einmal braucht wir sagt, das sagt hier, dass der Stalltünd jeden bei sind Feind, dann wird er von Jünd gehen, er wird verschwinden von Jünd. Aber wir loten das engste ut, was das am Anfang kann Fall sein, dass unser Stalltünd Gott, wir sollen Gott unser Don sein. Dann ans jeden Feind stallen, dann wird er von uns verloren, bis jeden Gott kann er nicht, habt ihr keine Macht. Du, wenn sagt, in 1. Petrus 4, Vers 8 auch, sieht der gedacht in Wacker, ans Verstand, ans Gedächtnis soll klar bleiben. Wir sollen der gedacht in Wacker sein, willst du, der jener, der weise Feind, der schlechteste Gram, aus dem brallenden Leben sägt nur wem, den er verrieten kann. Er sägt alle wegen Ram, er hat Ram und prüft, was er nicht eins wem kann, zu verrieten, in seinen Kopf zu kommen, in seine Gedanken zu verrieten. Der Feind bleibt nicht bis wo eine steht stehen. Der geht Raum. Auf verschiedenen Städten geht er Raum und prüft, zu sein, zu sehen, wem er fängen kann. Wer wird der um mir auf Arm? Mit verschiedenen Dingen kommt er an und bittet Menschen verschiedene Dinge an, dass er in die Lasten anfallen tun. Kriegst du aus dem Modell wie Hiob. In Hiob lese ich auch, als Gott mit der Himmels deiner Taub kommt, in eine Sorte hat eine Versammlung mit der Tauben, die haben die Feind mank, dann fragt Gott von woher kommt das? In Hiob 2, Vers 1 sagt das, nu kommt das bara aus der Haare sich mit seinen himmlischen Deiner versammelt, dass der Verklärer, den Verklärer, das ist der weise Feind, dass der auch wieder. So habe ich den Mank dieser Versammlung, was Gott da hat. Und der Herr fragt wo bist du gewast? Wo bist du gewast, fragt Gott Und der Verklärer sagt, ich sehe, ob ihr gewast. Von einem bis das andere. So reist der Feind alle Wegen prüft er zu gehen, zu kicken und sehen. Und das braucht, dass wir vorsichtig sein, dass wir wacker bleiben. Wenn der nach uns kommt, wenn er uns wird angreifen, dass wir wollen bereit sein. Am Tawara stehen. Dass wir nicht in dem Sinne hier vorne angeraten werden. Aber kriegst es der Feind alle Wegen geht und prüft Menschen zu verstehen, und ihre Gedanken anzukommen und anzugeben und so weiter. Gott ist auch alle Wegen. Wir haben Gott auch alle Wegen. Zu alle Tiden. Das sagt der Herr, der kickt rum, seine Ohren, die gehen hin und her über die ganze Welt zu sehen, zu sein, wo durch sie können, durch wir im stark bewiesen. So er will sich stark bewiesen durch uns. So wir haben die Macht, der Herr uns gegeben hat. Und Gott sei Dank, dass wir nicht allein geblieben sind, dass wir uns allein jeden Feind stellen machen, bis dann, wo wir nicht Sieg haben in uns Leben. So mein Gebet und Verlangen ist, dass wir uns auf Gott seine Kraft verloren tun, dass wir den seine Bereitschaft wollen annehmen, was er uns reingemerkt hat, dass wir uns nicht auf uns eine verloren tun, auf unsere eine Kraft verloren tun willst, dann wo wir nicht Sieg haben. Ich hatte in der letzten Zeit besonders von verschiedenen gehört, wo die Menschen sagen, die Jammerierende sagen, ich habe bloß nicht Sieg in mein Leben, in meine Gedanken und so weiter. Und das ist wegen oftmals, dann verloren wir uns auf unsere eine Kraft. Und dann habe ich das gleich. Wir brauchen Gott seine Kraft. Und wir brauchen auch einer den anderen. Das ist nötig, dass wir beten, einer für den anderen. Und dass wir uns dann mitteilen, wo uns das geht, wo wir sind, wo wir stehen in uns Leben. Dass wir können fragen, hey Bruder oder Schwester, was du für mich beten willst, ich gehe durch eine schwere Zeit. Das ist, was in meinem Leben passieren wird. Wo du willst dann mit mir zu beten. Dass wir dann können antworten sagen, jo, ich will mit dir gehen und ich will für dich beten. Dann wollen wir sichern. Und dann wirst du sichern. Das ist, was wir können tun. Und das ist, was Gott sein Verlangen ist, was wir sollen tun. Deswegen ist es nötig, dass wir taub stehen, als Geschwister, als Gott seine Kinder, dass wir uns taub stehen tun, dass wir uns eingehen tun und wollen dann mit den Nächsten zu gehen und zu beten, einer für den anderen. Das ist, was mein Wunsch und Gebet ist für uns alle, wir als Geschwister, weil wir uns taub stehen. Gegen den Feind kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen blauten Fleisch, aber gegen böse Geister. Manche Geister, aber Gott ist Mächte aus der Feind. Wir noch taub beten. Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, Gott, für die Macht, die wir haben in dir. Ich danke dir für dein Wort, was wir können brauchen,
uns zu wehren gegen den Feind, von der ankommt, und uns Prof untergriffen und unsere Gedanken uns bedeutet zu bringen, wo wir vielleicht im Zweifel an die Roden down, als wir wirklich die Kinder sind, und auch wenn wir einmal fallen down. Ich danke dir Gott, dass du uns wiesen lässt, dass du willst, bis uns wieder abzuheben, und dass wir können wieder sichern. Ich danke dir auch für Brüder und Schwestern, wo wir können hingehen, wenn uns das fehlen wird am Helpen, am Gebet, dass wir können mitteilen mit unseren Schwestern und unseren Brüdern, Frauen, dass die wollen sein, mit uns zu gehen und beten einer für den anderen, dass wir uns können auf den Ohren verloten und taub gehen hier bei ihr, wo der Feind auch ist, dass wir können sichern. Aber ich danke dir, dass für den Heiligen Geist, den du uns geschickt hast, was der ewig für immer bei uns bleiben wird. Wir wollten, dass du wirklich für eine Zeit lang, aber du hast uns den Heiligen Geist gegeben, der ewig bei uns bleiben wird, solange wir hier bei ihr sind. Help uns durch das Reise zu gehen, als Menschen, die können sichern und was wir können ans Kopf hochholen, dass wir nicht brocken fallen und zu Schanden gehen. Musst du uns leiden und führen, jeden Tag, dass wir jeden Schritt wollen, annehmen und tauschen, dass wir sind ganz aufhängig an den Heiligen Jesus. Und dass wir uns nicht wollen, auf uns selbst verloren. In diesem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.